Was wäre ein Halloween-Journal ohne Kürbis? Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall habe ich gedacht, unser Halloween-Journal braucht noch ein bisschen Kürbismotiv. So, genau, und ich habe da jetzt mir ein paar Stempel rausgesucht. Und zwar sind das alles Stempel, die ich einmal selber geschnitzt habe. Die sehen ein bisschen furchtbar aus zum Teil, weil ich die auch für Jellyplate benutzt habe, die eine auf jeden Fall. Ich habe ein paar Herbstblätter, ich habe Spinnen, ein bisschen Fledermaus und vor allem ein Kürbis. Pilz, genau, ist auch noch da. Ein bisschen Herbstmotiv, ein bisschen Halloween-Motiv. Und mit denen möchte ich gerne das Journal ein bisschen verschönern. Hallo, schön sind ihr da bei Hand gleich mal Pi. Ich bin Anne und ich freue mich, wenn ihr dabei seid, wenn wir das ein bisschen umeinander stempeln. Und so ganz ein kurzes Projekt, das dann könnt irgendwie einfach so als Deko reinkleben, wie wenn es das Kleberli wäre eigentlich. So, ein paar von denen möchte ich machen. Ich nehme mir einfach irgendeine Buchseite, die gerade ein bisschen hübsch aussieht. Die Schrift passt natürlich besonders gut. Und dann werde ich da jetzt einfach mal ein bisschen stempeln. Das ist nicht Linol, das ist einfach ganz normale, es ist so Stempelgummi irgendwie. Etwas Guckers. So, dann machen wir auch hier noch ein Kürbisli. So. Voilà. Und noch ein Spinneli. Das war so ein dünner Stempelgummi, der ist hinten so selbstklebend. Und da habe ich einfach ein Karton drauf. Da. Aber ich muss sagen, einige von denen, die ich gemacht habe, haben sich da schon wieder ein bisschen abgelöst. Das hebt auch nicht besonders gut. Das ist ein kleines komisches Set, das ich dort gekauft habe. Also ja, ich weiß nicht. Es ist nicht so angenehm zum Schnitzen, hat es mir gedacht. Weil das Ding eben so dünn ist und dann ist es noch... dann ist eben hinten ist so eine Folie drauf, natürlich, so eine Kleberli-Folie. Und dann ist das Material dort natürlich so wie rutschig. Das ist dann nicht so angenehm zum Schnitzen. So, und mit diesen Blättern, die ich hier auf der Jellyplate gestempelt habe, die nehmen jetzt auch, weil sie Acrylfarbe noch ein bisschen dran haben, zum Teil, nehmen sie da die Stempelfarbe nicht so gut an. Aber es geht gleich. So. Und dann das Grosse. So, aber sonst lassen sich die eigentlich recht angenehm stempeln. So, dann könnten wir das Bildchen noch... Oh, super. Das Bildchen. So, und dann mache ich jetzt noch einmal hier noch den Kürbis, weil es gerade noch ein bisschen Platz hat und weil mir der am besten gefällt. So, wunderbar.
Und jetzt reisse ich die da einfach so ein bisschen aus. Das Papier, das lässt sich noch recht schön in verschiedenen Richtungen reissen irgendwie. Das ist noch recht angenehm für das. Es gibt ja solche Papiere, die haben irgendwie so eine Laufrichtung, ich weiss nicht, wie man dem sagt. Und die lassen sich dann in eine Richtung, kann man schöne Streifen reissen eben, nicht schneiden. Und in die andere Richtung sind sie so richtig, ja, geht es halt nicht so gut, das ist so richtig Fetzen. Aber bei dem da ist das gerade nicht so. So. Oh, das wollte ich wollen. Und noch das Kürbisschen noch. Mir gefällt das auch immer, nicht immer, aber in dem Fall jetzt zum Beispiel gefällt es mir, wenn das da noch so ein bisschen Streifchen drauf hat vom Schnitzen, dann denkt mich, sieht man irgendwie, dass das eben selber geschnitzte Stempel sind. Und das macht doch nachher dann das noch ein bisschen spezieller, die ganze Sache, finde ich jetzt. So. Blättchen. Ui. Nicht reissen, bitte. Ich bin jetzt aber ganz am Rand. So. Voilà, das geht weg. Und jetzt wird da rundum noch ein bisschen geinkt. Ich mache jetzt das gerade mit Braun, mit Walnut Stain. So, gut. Und jetzt möchte ich dir noch ein bisschen einfärben, aber nur so ganz eben so ein bisschen schwach, so ganz fein. Der Kürbis wird natürlich orange. Und ich nehme jetzt einfach so ein ganzes normales Orange, irgendetwas. Habe ich da einfach so Kinderstempelfarbe irgendwie. Und so ein Make-up-Schwämmchen. Das kann man natürlich auch mit denen machen oder mit. Wo sind ihr? Mit denen machen oder mit Farbstiften. Oder natürlich wunderschön ausmalen mit ein bisschen ja, Wasserfarbe oder irgendwas. Aber ich möchte das gerne gerade so ein bisschen ja, schwammig haben. Darum nehme ich das Schwämmchen. So, und die Blätter sind auch noch ein bisschen orange, weil es sind ja Herbstblätter. Dann nehme ich auch noch ein bisschen Gel für die Herbstigen. So. Und da hätten wir auch noch so ein Grün. Irgend so etwas Grüniges. Habe ich da ein Schwimmli? Das machen wir mal ein bisschen so. Oh, kommt da etwas überhaupt? Ah ja. So, ui. Und das auch noch ein bisschen
Oh, der Pilz. Ich habe jetzt ein bisschen orange gemacht. Dann gibt es hier noch so ein bisschen braun. So, einfach so ein bisschen. He? So, genau. Das richtige Dings, aufs richtige Dings. So, dann braucht auch noch eins. Gut, und jetzt habe ich vorhin gerade noch so gedacht, dass ich eigentlich gerne würde. Da ein bisschen blau. Oh, so viel habe ich nicht wollen. Ein bisschen blau rundherum schmieren. Genau, bei denen hier. Bei dem auch. Ja, da auch noch gerade ein bisschen, nur ein bisschen wenig. Aber ich finde, wenn man das Braun mit dem Blau mischt, dann gibt es so ein ganzes dunkles, cooles irgendwas. So. Da ist mir ein bisschen zu viel Blau. Dann machen wir noch ein bisschen mit Braun drüber. Und da auch. So, oh ja, jetzt gefallen mir die aber. Jawohl, so ist gut, so ist es richtig. Sehr, sehr cool. Da habe ich noch so ein bisschen probiert, mit Schablonen etwas drüber rein zu machen, aber das gefällt mir jetzt nicht so. Ich glaube, ich lasse die einfach gerade so, wie sie sind. Holen wir noch schnell Leimstift. So, also, dann fangen wir doch mal an. Einfach überall, wo wir gerade lustig sind, ein bisschen etwas reinklebeln. So. Einfach ein bisschen dekorieren. Ich könnte natürlich jedes andere Kleberli einfach auch draufkleben. Oder irgendwie ein Cluster noch damit machen, das wäre sicher auch noch schön. Aber ich habe gedacht, ich bleibe da ganz schlicht. Und die Stempel, die habe ich also schon irgendwann mal gemacht, vor etwa 2 Jahren oder so. Und sind einfach jetzt da noch ein bisschen mehr oder weniger rumgelegen. Ich habe die gar noch nie so richtig benutzt für irgendwas. Ausser die Blättchen, die habe ich mal extra gemacht für ein Projekt. Eben für auf der Jelly Plate. Ja. Haben wir da eins? Haben wir da einen Kürbis? Oh ja, das sieht glaube gut aus. Also ich habe gesagt, es ist mir ein bisschen zu orange. Aber ich glaube so. Für einen Kürbis passt das natürlich super.
So, das sieht doch nach Fledermaus aus. Das Fledermäuschen ist ja ein bisschen lustig. He? Das ist ja schon ein bisschen lustig. Aber ich finde, es sieht doch schon recht cool aus. So, was kommt da noch? Da kommt noch ein Bildchen. So. Und Kürbis. Machen wir doch gerade so in die Mitte mal ein. So. Meine Nähmode. Okay. So. Haben wir da irgendwie ein Spinneli? Da. Ja, irgendwie wollte ich die immer so an die Ecke machen. Aber es ist ja eigentlich recht gut, weil dann kann man da gleich noch immer irgendwo ein Täschchen drauf machen oder so. So, so. Oh ja, so. Passt doch super da zu den Blättchen. So, was haben wir noch? Was haben wir noch? Da könnten wir noch so einen drauf tun. Und dazu muss ich sagen, das macht mir jetzt hier gar nichts aus, wenn die Schrift amigs krumm ist. Wirklich überhaupt nicht. Sonst bin ich ja amigs die immer so finden, das Zeug so diagonal draufkleben. Nee. Aber da muss ich sagen, nope, passt mir wirklich gut. So, dann mache ich doch jetzt gerade noch ein zweites Blättchen drauf. Voilà. Und wieso habe ich mir das so beide länglichen bis zum Schluss aufgespart? Das weiß man nicht so genau. He? Wo will das noch her? Oder weißt du, das ist ein bisschen wüst da, weil es so weit abgerissen ist. Also so nah. Das darf ich gar nicht mitmachen. Das passt mir jetzt hier beim Aufkleben gerade nicht. Und ich würde sagen, wir sind fertig mit unserer Dekoriererei. Jetzt sind natürlich alle schon wieder fort. Ich will noch eins vorholen. So, um mich verabschieden. Schön, dass ihr dabei gewesen. Habt ihr mit mir zusammen die herzigen Stempelkleber gemacht, um unser Journal zu dekorieren. Und das nächste Mal gibt es dann wieder etwas Neues. Bis dann. Tschüss.